Es gibt viele Menschen, die spüren in sich so einen Durst nach Antworten zu diesen Berufungsfragen. So diesen Durst herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Zu was hat mich Gott gemacht? Wozu bin ich hier? Das sind so Fragen, die sind ganz eng mit Berufung verknüpft und verbunden. Und es gibt viele Menschen, die haben so diesen Durst in ihrem Herzen, mehr zu erfahren, was das Leben soll, wo man hingeht und unterwegs ist. Wir sind jetzt schon eine ganze Serie unterwegs in dieser Frage und etwas ist klar geworden. Gott als unser Schöpfer, er ist derjenige, der uns zuruft, der unsere Berufung ausspricht, der uns sagt, wer wir sind. Und das ist auch mein großes Anliegen für heute, für diesen Morgen, dass wir offene Ohren haben können, um den Ruf Gottes zu hören. Und deshalb möchte ich mit einem Gebet in diese Predigt starten. Ja, danke Gott, dass wir zu dir kommen dürfen. Und vielleicht gibt es auch einige hier, die so diesen Durst hören oder spüren nach Antworten, weshalb wir sind, wo wir hin sollen, was unsere Berufung ist im Leben. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns heute Morgen rufst, dass du uns bei unserem Namen rufst. Das heißt in Jesaja 43, dass wir zu dir kommen können, ohne uns zu fürchten. Dass du uns bei unserem Namen rufst, dass du uns zurufst, ich habe dich erlöst. Du bist mein. Wir wollen diesen Ruf von dir hören. Ich will dich bitten, dass du uns offene Ohren schenkst. Nicht nur offene Ohren, um zu hören im Kopf, sondern auch im Herzen, um mit dem Herzen deinen Ruf zu hören. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und heute redest. Amen. Ja, wir haben dieses Thema heute, ich denke, das passt mega gut, auch zur Segnung. Wir segnen heute ein kleines, ganz kleines Kind. Das ist auch die Frage, ja, wo führt das Leben hin? Was hat das für eine Berufung mit sich? Was hat Gott für einen Plan? Was hat er für Gedanken? Und es ist mega schön, dass wir auch so ganz jung das Kind bewusst Gott anbefehlen dürfen und segnen können und sagen, Gott, führe du, leite du, sprich du deine Berufung ins Leben hinein. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, wo wir schon alles unterwegs waren. Wir haben darüber gesprochen, dass es zu unserer Kernberufung als Mensch gehört, dass wir Gott erkennen, dass ich Gott erkennen kann, immer mehr erkennen, wer er ist, wie heilig er ist, wie herrlich er ist. Mehr in diese Herrlichkeit mit hineingenommen zu werden. Im 2. Thessaloniker heißt es, das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkündigen. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Ich finde das mega ein spannender Gedanke. Es ist unsere Berufung, an der Herrlichkeit von Gott teilzuhaben und ihn immer mehr zu erkennen, wer er ist. So eine zweite Berufungsdimension, über die wir gesprochen haben, die wir in der Bibel entdecken, ist erlöste Beziehungen. Gott hat uns Menschen dazu berufen, erlöste Beziehungen zu leben. Zuerst erlöste Beziehung von mir, Mensch, zu Gott, aber auch zu anderen Menschen, in der Familie natürlich, über die Familie hinaus. Und nicht zuletzt auch eine erlöste Beziehung zu mir selber. Im Galater 5 heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Wir sind zu erlösten und liebevollen Beziehungen berufen. Und eine dritte Dimension, über die wir gesprochen haben, ist berufen zum Segnen. Gott hat uns dazu berufen, andere zu segnen, ein Segen für andere zu sein. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, Gott nicht zuerst zu fragen, Gott, was muss ich alles tun? In deinem Reich, in deiner Kirche, im Leben. Sondern zuerst zu fragen, Gott, wer bin ich? Wie hast du mich geschaffen? Und wie kann ich durch das, was du mir gegeben hast, ein Segen sein für andere Menschen? Im 1. Petrus 3,9 heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wir sind von Gott mit so vielem gesegnet und da sind wir berufen dazu, diesen Segen weiterzugeben. So 3
Berufungsdimensionen. Wir haben darüber geredet, dass das Ganze ein lebenslanger Prozess ist, wo wir unterwegs sind, wo wir uns immer wieder fragen, was ist meine Berufung, ich und meine Berufung? Wie kann ich Gott mehr erkennen? Wie kann sich Gott mir mehr zeigen? Wie kann ich in diesem Raum geben? Wie kann ich erlöste Beziehungen leben? Wie kann ich für andere ein Segen sein? Ganz gute Fragen. Und heute fragen wir aber anders. Wir fragen nicht nach dem Ich, sondern nach dem Du. Könnt ihr mal herumschauen? Da sitzen ja ganz viele Leute links und rechts. Und heute geht es um diese. Da machen wir heute einen nächsten Schritt. Nicht ich und meine Berufung, sondern du und deine Berufung. Es ist ganz spannend, dass uns die Bibel zeigt, dass wir einander in unserer Berufung ermutigen und stärken und fördern sollen. Dass das auch ein wichtiger Teil ist auf diesem Weg. Und ich denke gerade, wenn wir über Kinder nachdenken, wie gut, wenn wir unsere Kinder auch in ihrer Berufung fördern und stärken und bekräftigen und ermutigen können. Ein mega spannendes Thema. Wir haben ja auch verschiedene Stellen immer wieder aus diesem Buch gelesen, wo es um Berufung geht. Und der Autor schreibt genau zu diesem Thema dann, je mehr du in deiner Berufung lebst, desto mehr werden andere Menschen Mut gewinnen, ihre eigene Berufung zu erkennen und darin zu leben. Das finde ich ein spannender Gedanke, wenn wir selber unsere Berufung immer mehr erfahren und klären und vorwärts kommen und erkennen können, ist das eine wunderbare Grundlage, um auch andere in ihrer Berufung zu stärken und zu fördern und zu ermutigen. Ich habe so den Eindruck, dass es so wie 3 Ebenen gibt, wo so das Finden von Berufung stattfinden kann. Eben das erste ist, dass ich im Gespräch mit Gott an diesem Thema dran bin und immer wieder frage, was hast du für eine Berufung für mein Leben? Dann aber diese zweite Dimension, über die wir heute nachdenken, Gott, wie kann ich anderen helfen, in ihrer Berufung zu wachsen? Und ein drittes ganz spannendes Feld ist, dass wir auch als Kirche zum Beispiel fragen können, Gott, was hast du für eine Berufung für uns als Gemeinschaft, hier als Kirche in Embrach zum Beispiel? Das kann ich mich natürlich auch fragen, als Jungschar, einige sind Jungscharleiter, was hat Gott für eine Berufung für uns als Jungschar? Als Mittagstisch oder in der Kleingruppe oder für das Werk, wo ich unterwegs bin? Was hat Gott für eine Berufung für meine Familie? Ganz spannende Fragen und nicht nur für uns fragen, sondern auch für die Gemeinschaft, wo wir zusammen unterwegs sind und Gott nach seiner Berufung fragen können. Aber heute gehen wir dieser Frage nach, du und deine Berufung. Wie können wir einander unterstützen und bekräftigen und stärken, Berufung hineinzuwachsen, herauszufinden, was diese ist. Das Erste, was mir ganz wichtig ist in diesem Punkt, Gott ist und bleibt immer derjenige, der beruft. Ich habe in der Vorbereitung für diese Serie alle Bibelstellen im Neuen Testament herausgesucht, wo das Wort Berufung vorkommt. Es gibt verschiedene Wörter im Altgriechischen, die mit Berufung übersetzt werden. Aber bei allen Stellen gibt es etwas Gemeinsames, nämlich dass es immer Gott ist, der beruft. Das Subjekt bleibt immer gleich. Gott ist der Berufende. Also das bedeutet, wir als Menschen sind nicht diejenigen, die berufen, sondern wir sind diejenigen, die Gottes Ruf oder Gottes Berufung unterstützen und verstärken und dazu ermutigen. Und wenn wir eine Berufung zusprechen, ist es nicht unsere Berufung, sondern wir sprechen die Berufung von Gott anderen Menschen zu. Gott ruft uns Menschen. Bei Jesus ist dieser Ruf ganz häufig herausgekommen mit diesem einfachen Wort komm. Komm. Jesus hat die Menschen oft in ihre Berufung mit komm gerufen. Zum Beispiel habe ich gelesen vorher aus Markus, wo Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Kinder sollen zu Jesus kommen, der Ruf an die Kinder. Oder in Markus 2, wie Jesus am Zollhaus vorbeigeht und dort sitzt ein Zöllner, der Levi, und dann sagt Jesus zu ihm, komm, folge mir nach. Komm, Jesus ruft, komm. Oder in Matthäus 19, Vers 21, wo es so ein reicher Jüngling gab. Ich finde das immer spannend, weil wir Schweizer kommen uns ja nicht so reich vor, aber wir gehören zu den Reichsten auf der Welt tatsächlich. Und diesem reichen Jüngling sagt Jesus, komm, folge mir nach. Jesus ruft, komm.
Ich denke an diese Geschichte von Petrus. In der Nacht, im Sturm sind die Jünger da auf dem See unterwegs. Plötzlich kommt Jesus über das Wasser gelaufen und der Petrus hat so die Idee, er könnte ja zu Jesus herauslaufen. Und dann sagt Jesus ihm, komm! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Jesus ruft, komm! Komm. Oder ein großes Fest war da los, eine große Party war in Gang in Jerusalem. Jesus war da auch an dieser Party dabei. Ich kann mir vorstellen, dass es da viele Leute gab, die haben gedacht, ja, so bei so einem Fest, da werden diese Fragen, dieser Durst, da wird da gestillt, da kommt man voll auf die Kosten. Diejenigen, die Fußballfans sind, haben ja gestern erlebt, wie das ausgehen kann. Da wartet man auf die große Party und plötzlich merkt man, dass das nicht so den Durst stillen kann, dass es plötzlich anders herauskommt, oder? Jesus war da auf dem Fest, haben vielleicht auch die Leute gedacht, ja, hier kommt es alles gut und wird so diese Sehnsüchte, die ich habe, gestillt. Und dann sagt Jesus, am letzten Tag dieses Festes stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Jesus ruft Menschen mit einem Durst zu, kommt zu mir und trinkt bei mir. Und tatsächlich ist es bis heute so, dass Jesus ruft, komm zu mir. Bei mir wird dein Durst gestillt. Bei mir findest du Antworten. Bei mir wirst du erkennen, wer du bist, wozu ich dich geschaffen habe. Der Ruf von Jesus ist komm und wir dürfen in diesen Ruf von Jesus einstimmen und diesen verstärken und sagen, ja, komm zu Jesus, dort findest du deine Berufung. Dort erfährst du, wie Gott dich gedacht hat, wie er dich geschaffen hat und wozu. Ich habe das ganz konkret in so verschiedenen Berufungssituationen auch erlebt, wie ich so diesen Ruf von Gott hörte und wie Menschen den bekräftigt haben. Manchmal ist das ja ganz praktisch. Ich erinnere mich, als ich fertig war mit der Schule, war die Frage, welches Studium soll ich machen? Und ich hatte damals so diese Begabung von der Musik. Ich habe leidenschaftlich gerne Musik gemacht, bis heute eigentlich. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott mich führen will, dass ich Musik studieren kann. Dass Gott mich da beruft auch, dass er mit mir da einen Schritt gehen will, mich da in eine Aufgabe, dass da Begabungen da sind. Und das war dann eine lustige, also im Moment war es nicht so lustig. Ich habe dann gedacht, ja, das ist wirklich mein Weg, ich spiele Geige, das ist mein Instrument. Da bin ich an die Aufnahmeprüfung gegangen von der Musikhochschule, habe mich da angemeldet und habe vorgespielt und so weiter und bin, wie sagt man dem, wunderbar gescheitert. Das ist nicht bestanden. Und ich habe gedacht, ja, was ist jetzt mit meiner Berufung? Dann waren verschiedene Leute, die haben mich ermutigt, haben gesagt, doch, du hast hier eine Begabung. Meine Eltern haben mir Vorbereitungsunterricht bezahlt und ich habe da mich eingesetzt. Und Gott hat auch verschiedene Türen aufgemacht, dass ich ja plötzlich auch mit einem anderen Schwerpunkt mich für sein Studium anmelden konnte. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Ich habe dann mit meinem Niveau, wo ich Geigen spielen konnte, auf einem anderen Studienschwerpunkt wurde ich dann aufgenommen und durfte Musik studieren. Gott hat die Türen aufgemacht, diese Berufung bekräftigt. Menschen haben das aber auch verstärkt und unterstützt. Und ich habe erlebt, wie Gott das auch zum Segen dann gebraucht hat, wie er mich mit etwas beschenkt hat, was ich auch weitergeben durfte. So das Zusammenspiel von Gottes Berufung und von Menschen, die das bekräftigt haben, war mega cool. Oder ein anderes Beispiel, was mir in den Sinn gekommen ist, da habe ich noch gestaunt, dass mir das beim Thema Berufung in den Sinn kommt, aber ich erinnerte mich plötzlich an unseren ersten Sohn, den wir bekommen haben. Und das war da im Spital und der ist auf die Welt gekommen. Wegen den Umständen ist er mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Und damals war es so, dass dann meine Frau im Operationssaal noch fertig operiert wurde halt. Und das Kind hat man dann mir gegeben, so Bounding hat man denen gesagt. Heute bleibt das direkt bei der Frau. Aber dieser erste Sohn kam dann zu mir und war da ganz nah bei mir so eingewickelt und ich habe den so auf mir gehabt. Und das war erstens ein mega schöner Moment und zweitens war ein Moment, wo ich gemerkt habe, Gott beruft mich zum Vater. In diesem Moment habe ich das so richtig gespürt, meine Berufung ist es, Vater zu sein von diesem Kind. Es ist nicht einfach, es passiert und jetzt muss man halt irgendwie mit dieser Aufgabe zu Schlag kommen. Gott beruft uns zu Vätern und Müttern, wenn du Vater oder Mutter bist. Ich kann mir auch vorstellen, Gott beruft uns zu geistlichen Vätern oder geistlichen Müttern. Es gibt übrigens auch die Situation, dass Gott Menschen beruft zum Single-Sein.
Müsst ihr mal lesen, 1. Korinther 7, mega spannend, was dort alles über Berufung steht. Aber es gibt manchmal so ganz alltägliche Situationen, wo man merkt, Gott beruft mich. In diesem Moment für mich war es die Berufung, Vater zu sein. Und dann habe ich aber auch erlebt, wie das Menschen bekräftigt haben, wie sie mich ermutigt haben, wie sie mir Gutes zugesprochen haben, wie sie mich gesegnet haben für diesen Weg. Ein Beispiel in der Bibel, das so eine Berufung schildert, aber nicht eine gewaltige, sondern irgendwie eine ganz normale, finden wir in Apostelgeschichte 16. Und da wollen wir mal zusammen lesen, wie das da zu und her geht. Da ist der Paulus unterwegs. Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte 16, Vers 1. Er, Paulus eben, gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonien. Paulus wollte, dass dieser mit ihm auszog, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Das will ich auch mal erleben, täglich an Zahl zuzunehmen, weil Menschen zum Glauben kommen. Also verschiedene Dinge, die mit Berufung zu tun haben, die man erst auf den zweiten Blick sieht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, der Paulus kommt an diesen Ort und er sieht diesen jungen Mann, diesen Timotheus. Wenn wir Menschen sein wollen, die andere in ihrer Berufung bestärken, ist es wichtig, dass wir auch den Blick haben für andere. Dass wir herumschauen und sehen, wo das es Menschen gibt, mit Begabungen, mit Stärken. Dass wir offene Augen haben und ein Potenzial in anderen sehen. Ich denke, manchmal ist hier so eine Gefahr, weil besonders dort, wo ich selber gut bin, dort habe ich manchmal Angst, dass jemand anders besser werden könnte. Paulus hatte das offensichtlich nicht. Er hat diesen Timotheus gesehen und hat gedacht, dieser hat Potenzial. Dieser muss gefördert werden. Ich darf ihm zusprechen, hey, da ist etwas für dich parat. Komm mit auf diesen Weg. Etwas Zweites, was ich hier entdecke in diesem Bibeltext ist, dass Paulus bei diesem Timotheus gesehen hat, der hat ja ein gutes Zeugnis. Nicht ein Schulzeugnis gemeint, sondern diese anderen Leute in der Gemeinde, die haben bekräftigt, dieser Timotheus hat ein gutes Glaubenszeugnis. Der ist mit Jesus unterwegs, der hat ein Leben mit Jesus, eine lebendige Beziehung zu Gott. Also Paulus hat Ausschau gehalten, offensichtlich auch nach Menschen, die eine Beziehung haben mit Gott, die mit Gott unterwegs sind, die so eine neue Beziehung haben, die einen starken Glauben haben. Und das soll auch für uns eine Ermutigung sein, herumzuschauen. Dort, wo wir unterwegs sind, in unserer Kleingruppe, wo sind andere Menschen, die haben auch ein gutes Zeugnis, die sind unterwegs mit Jesus. Das dürfen wir bestärken, bekräftigen, da dürfen wir uns freuen zusammen, einander ermutigen. Das Dritte, was ich hier sehe, ist so eine Art Zurüstung. Da heißt es so ganz kurz, Paulus wollte, dass dieser mitkommt und der ist dann mitgekommen. Ich stelle mir das so vor, dass die dann zusammen unterwegs waren, auch noch mit anderen Leuten, aber dass da so eine Art Mentoring-Beziehung bestanden hat. Dass dieser Paulus alles, was er schon gelernt hat und gekonnt hat, alle seine Fähigkeiten diesem jungen Timotheus mitgegeben hat, ihn zugerüstet hat, ihm Sachen gelehrt hat, also das, was er selber konnte, ihm weitergegeben hat. Was ich auch spannend finde, habe ich auch noch hervorgehoben, er nahm und beschnitt ihn. Ich formuliere das mal um. Er hat äußere Dinge, die im Weg, der Berufung im Weg standen, aus dem Weg geräumt. Es kann auch so eine Art Zurüstung sein, dass man sagt, es gibt Dinge, die stehen einer Berufung im Weg und die müssen abgeschnitten werden. Das war da recht wortwörtlich. Aber bei uns können das ganz andere Dinge sein, oder? Die eine Berufung im Weg stehen. Das gehört auch zur Zurüstung, dass wir einander ermutigen, hey, du hast doch diesen Ruf von Gott, aber da steht etwas im Weg. Schneide das ab. Oder du hast ja diese Begabung. Ich kann dir noch mehr zeigen, ich kann dich ermutigen, du kannst ausbilden, zurüsten. Was ich auch spannend finde, eine Entdeckung,
diesem Abschnitt, diese Berufung von Timotheus war auch mit Unterordnung verbunden. Weil die waren ja dann zusammen unterwegs und es heißt, dass sie da die Lehre so weitergegeben haben, wie das die Apostel in Jerusalem vorgegeben haben, dort wo sie ausgesendet wurden. Also die haben sich da unterordnet, die haben nicht gesagt, ich habe eine Berufung, ich mache jetzt, was ich will damit, sondern die haben sich eingeordnet in diesen Ruf und diese Sendung, die sie hatten. Das heißt, wir dürfen auch einander zusprechen. Mit deiner Begabung, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Berufung, die du hast, darfst du der Gemeinde dienen. Darfst du in diesem Team mitdienen. Darfst du deinen Platz in deiner Familie einnehmen, wo Gott dich hineingestellt hat. Darfst du dich Gott unterordnen und ihn fragen, wie er das brauchen möchte. Und was ich auch sehr faszinierend finde, ist, dass Gott diese Art von Berufung gesegnet hat. Die Gemeinden, es ist von Mehrzahl die Rede, wurden im Glauben gefestigt und es kamen täglich mehr Leute dazu. Die haben das gehört von Jesus, diese Nachricht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und für die Schuld der Menschen bezahlt. Dass man eine erlöste Beziehung mit Gott haben kann, wenn man zu Jesus kommt. Die waren fasziniert und sind zur Gemeinde dazugekommen. Das bedeutet, sie haben Jesus ins Leben aufgenommen und waren in dem Moment ein Teil der Gemeinde. Und Gott hat das gesegnet. Also dieser Timotheus wurde gesegnet mit Begabungen, mit einem lebendigen Glauben, mit einem Paulus, der ihn ins Mentoring genommen hat. Und dieser Segen hat er weitergegeben und so konnte Gott ganz viele Menschen und Gemeinden segnen in diesem Umfeld. Etwas anderes, was auch noch in dieser Berufungsprozess vorkommt, ist Hand auflegen und segnen. Die Schlauen sagen jetzt, ja, das steht aber da gar nicht. Und deshalb nehmen wir an dieser Stelle noch einen zweiten Text hinzu, nämlich hat dieser Paulus später diesem Timotheus Briefe geschrieben. So Mentoring-Briefe könnte man sagen, können wir lesen in der Bibel. Sehr spannend, wie Paulus diesen Timotheus immer so an der Hand genommen hat und gefördert hat. Und ich habe den Eindruck, wollte, dass dieser Timotheus noch größer und wirkungsvoller wird als er selber. Und im 2. Timotheus 1,5, dort heißt es dann, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Also Paulus erinnert sich, dass er diesen Glauben bei Timotheus gefunden hat, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin überzeugt, auch in dir. Also Paulus bekräftigt in diesem Brief nochmals, ich habe da einen Glauben bei dir gesehen. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Handauflegen meiner Hände ist. Und wenn wir 1. Timotheus 4,14 noch dazu nehmen, dann sehen wir, dass nicht nur Paulus diesem Timotheus die Hände aufgelegt hat, sondern dass auch die Leiter der Gemeinde diesem Timotheus die Hände aufgelegt haben, für ihn gebetet haben, diese Begabungen, die da waren, diese Gaben auch freigesprochen haben, Gott um seinen Segen gebeten haben, dass er sie einsetzen kann. Und offensichtlich muss da Paulus diesen Timotheus ermahnen, hey, werde nicht müde, deine Gaben auch zu brauchen. Schließlich hast du sie ja bekommen. So ein Segenskreislauf, lass den nicht anhalten. Also es gehörte auch ein Handauflegen und Segnen dazu. Wir dürfen auch segnen. Wir haben heute die Dina gesegnet. Wir haben ihr die Hände aufgelegt. Wir dürfen auch einander segnen, die Hände auflegen, füreinander beten. Für Aufgaben, für Dienste, für unsere Berufung. Ich denke auch, wenn wir überlegen, Berufung Gott zu erkennen, wie schön ist es, wenn wir zum Beispiel als Eltern immer wieder für unsere Kinder beten, ihnen die Hände auflegen und sie segnen, dass Gott sich ihnen zeigt, dass sie offene Herzen haben dürfen, um Gott zu erkennen. Oder wenn wir uns in unseren Arbeitsteams einander segnen, wenn wir als Hauptleiter unsere Leiter segnen, ihnen die Hände auflegen und bitten für die Gaben, die sie haben und so weiter. Dieses Handauflegen und Segnen ist eigentlich, das Segnen bedeutet, oder vom Wort her, vom Lateinischen, bedeutet Gutes zusprechen, benedicere, Gutes sprechen. Das bedeutet es ja eigentlich, dass wir einander in der Berufung ermutigen, dass wir das Gute zusprechen, die guten Gaben, die da sind. Dass wir zusprechen, hey, ich sehe bei dir einen Glauben, dass wir beten, dass dieser Glaube wachsen darf. Ich denke manchmal auch als Eltern, ich weiß nicht, wie es euch geht, die eigenen Kinder
wenn die wachsen dürfen, stärker werden können und sogar stärker und größer, als wir als Eltern unterwegs sind, ich denke, das ist ein Segen, ein Zusprechen, wenn wir beten für unsere kommenden Generationen, dass sie noch stärker werden im Glauben, noch weitergehen mit Jesus, seine Wunder noch mehr erleben, Gutes zusprechen, dass wir nicht Angst haben, dass wir selber zu kurz kommen, sondern ganz großzügig Hände auflegen dürfen. Dass wir auch diesen Ruf von Jesus zusprechen, komm zu Jesus. Jesus hat gerufen, komm. Wir dürfen auch in diesen Ruf mit einstimmen. Und das ist ja spannend. Dieser Ruf von Jesus, komm zu mir. Komm in deine Berufung. Der geht durch die ganze Bibel hindurch, von Anfang bis am Schluss. Dieses Thema, dass man zu Jesus kommen darf und er den Durst der Seele stillt. Ganz hinten in der Offenbarung 21, dort sagt Jesus, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Und ganz wenig später in Offenbarung 22, Vers 17 lesen wir, und der Geist und die Braut sagen, komm. Also nicht nur Jesus ruft, komm, sondern er durch den Heiligen Geist spricht bis heute dieses Komm. Komm zu Jesus. Es kann sein, dass du heute hier bist und im Livestream bist und merkst, wie der Heilige Geist auch dir dieses Komm zuruft. Komm zu Jesus. Er hat ein lebendiges Wasser, das es schafft, den Durst der Seele ganz zu stillen. Jesus, der ruft, komm durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der ruft. Und dann heißt es plötzlich hier, und der Geist und die Braut. Vielleicht denkt es eine, ja, was ist das für eine Braut? Feiern wir jetzt noch Hochzeit heute oder was ist da los? Damit ist die Gemeinde gemeint. Die Gemeinde wird immer wieder Braut genannt in der Bibel. Also hier lesen wir, der Heilige Geist ruft uns dieses Komm zu. Aber auch die Gemeinde, die Gläubigen rufen diesen Ruf weiter, komm zu Jesus, komm. Und dann heißt es ganz spannend weiter, und wer es hört, der spreche, komm. Also dieser Ruf geht weiter, ich höre, komm zu Jesus und dann gehe ich zu Jesus und merke, hey, ich darf weiterrufen, komm auch. Es gibt so eine mega spannende Berufungsgeschichte von Jüngern. Der Philippus wurde berufen, Johannes 1, Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnet er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Wieder dieser Ruf, komm. Und Philippus hat es gehört, hat es gemerkt, hat gedacht, boah, dieser Jesus, irgendwie wurde vom Heiligen Geist berührt und ist Jesus nachgefolgt. Und er geht dann zu seinem Freund. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn Josef von Nazareth. Also dieser Philippus war so berührt, er sagt, wir haben diesen Jesus, diesen Messias gefunden. Es ist im Fall so ein ganz normaler Mensch, der Jesus von Nazareth. Und dann heißt es, und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? War sehr kritisch. Es gibt ja auch heutzutage viele Menschen, die kritisch sind. Jesus, kann da etwas Gutes kommen? Ist da wirklich mehr dran? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Den Ruf, den er selber gehört hat von Jesus, komm, gibt jetzt Philippus weiter, diesem Nathanael, sagt, komm selber zu Jesus und sieh. Und dieser kritische, zweifelnde Nathanael ist offensichtlich aufgestanden, hat gedacht, okay, ich gehe hin und schau mal nach. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Also dieser Nathanael hat diesen Ruf gehört, komm. Er ist zweifelnd mit Fragen aufgestanden, ist zu Jesus gegangen und wurde berührt in seinem Herzen,
hat gemerkt, da ist jemand, der meinen Durst stillen kann. Hat gesagt, dieser Mensch ist mehr als ein Mensch, das muss Gott sein. Der König von Israel, der Sohn Gottes, hat dieses Komm gehört. Und wenn wir auch hier weiterlesen, dann heißt es, dieser ganze Vers, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Art und Weise, wie wir berufen dürfen. Wir dürfen in den Ruf von Jesus, komm, den Ruf vom Heiligen Geist, komm zu Jesus, mit einstimmen, verstärken und sagen, komm. Und wer es hört, zweifelnd, vielleicht mit Fragen, der darf kommen, selber schauen. Ist bei diesem Jesus mehr dran? Und selber Jesus begegnen und erleben, wie er Wasser gibt, das diesen Durst stillt, den wir haben in unserer Seele. Wer bin ich? Wozu bin ich da? Wo will mich Gott hinführen? Wir möchten zusammen in eine Zeit des Gebets gehen und diejenigen, die mögen, die will ich ermutigen, dazu aufzustehen, dass wir zusammen so wie vor Gott stehen können. Wer mag, steht doch dazu auf zum Beten. Jesus, wir stehen hier vor dir und du bist derjenige, der ruft, komm. Durch deinen Heiligen Geist sprichst du bis heute, komm, und wir können es hören mit unserem Herzen, wie du uns rufst. Und du sagst, Jesus, wenn wir zu dir kommen, finden wir Wasser, lebendiges Wasser umsonst. Für uns ist es umsonst, wir dürfen es einfach als Geschenk annehmen. Aber du, Jesus, hast alles bezahlt dafür. Du bist am Kreuz gestorben, Jesus, für unsere Schuld und hast den Weg freigemacht, dass dein lebendiges Wasser fließen kann zu uns. Und Jesus, wir dürfen auch Menschen sein, die andere dazu ermutigen, komm und sieh, komm zu Jesus und sieh selbst. Komm zu Jesus und finde deine Berufung. Komm zu Jesus und erkenne, wozu dich Gott gemacht hat, was er in dein Leben, was dein Schöpfer in dein Leben hineingelegt hat. Wir dürfen Ermutiger sein, wir dürfen Segnende sein, wir dürfen unsere Hände auflegen, in deinem Namen, Jesus, und deinen Ruf zusprechen, deine Berufung zusprechen. Ja, wir bitten dich, guter Vater im Himmel, dass dein Name geheiligt werde. Du bist ein heiliger Gott, ein herrlicher Gott. Wir dürfen einander ermutigen, in diese Herrlichkeit und Heiligkeit von dir hineinzukommen und immer mehr zu erkennen. Wir bitten dich, dass dein Friedensreich kommt, guter Gott. Dass wir einander ermutigen dürfen, anstacheln dürfen, erlöste Beziehungen, Friedensbeziehungen zu leben. Und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille ist es, dass Menschen zu dir kommen, Jesus, und bei dir dieses frische Wasser finden. Wir wollen dich bitten, dass wir selber dich als Quelle haben dürfen für lebendiges Wasser, das bis ins ewige Leben quillt. Dass du, Jesus, unsere Hoffnung bist, dass wir deine Vergebung annehmen dürfen und deinen Frieden erleben dürfen. Und dass wir das auch weitergeben dürfen. Nicht, weil wir etwas getan haben, sondern weil wir einfach sagen dürfen, komm und sieh, komm zu Jesus. Bei Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Und danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Wunder tut bis heute. Und das größte Wunder ist, wenn Menschen dich erkennen, wer du bist und wie du denn. Und dieses Wunder wollen wir auch heute erleben.